Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Tja, Prokrastination, Leute. Ich hab das gestern auf Nacht noch gesehen. Und, ja. Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht angeschaut, angehört, was auch immer. Rainer hat ein Video ins Internet gepimmelt. Es heißt, bin wieder da, Baby. Allein der Titel lässt schon vermuten, dass er sich heftigst fühlt. Und ich, Dulli, es tut mir leid. Mögen die ein oder anderen von euch aufschreien und sagen, Kasper, du blöder Hund, du hast es doch gestern auch verschrien. Es tut mir fürchterlich leid. Da habt ihr recht. Ich habe gestern noch gesagt, hey, Freizeit nicht zu früh, der kommt wieder. Am selben Tag. Im Übrigen, ich habe nicht drauf geklickt, aber ich habe es mal rausgesucht. Das hier ist tatsächlich der Thumbnail, den er gemacht hat dafür. Ja. Ein weiteres Anzeichen dafür, wie sehr er sich fühlt. Und ich bezweifle, dass er den selber gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also das schaut mir nicht so aus, als wäre es im... Vielleicht ist das auch irgendein altes Ding. Fragt's mir nicht. Ihr wisst, ich bin blöd. Allerdings habe ich, wo ich das gesehen habe, gedacht, hier, das in der Mitte, das ist Reinerle, wie er sich sieht. Und da habe ich gedacht, dann machen wir den Klassiker. Hier dieses wunderschöne Bild von ihm nebendran. Und zwar der Vergleich mit der Realität. Passt da mit die Haare und allem, das, ja, Rainer, wie er sich sieht und Rainer, wie er wirklich ist. Döner Dulli Rainer. Gut. Also nicht gut, aber ich hätte gedacht, dass man jetzt wenigstens nur eine Woche Ruhe hat von dem. Na, offensichtlich nicht. Wie in der Beschreibung von meinem letzten Video schon angemerkt, ich habe für nächste Woche ein paar Sachen geplant. Mit einigen anderen großartigen Kaspern. Das eine werdet ihr früher zu sehen kriegen. Ich weiß allerdings nicht, ob bei mir auf dem Kanal oder bei jemand anderem. Wir machen unseren Madcast weiter. Und ist der großartige, der einzigartige Serial Talk wahrscheinlich wieder mit dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es auf meinem Kanal hochladen. Was ich sehr an ihm schätze, ist, Serial nimmt kein Blatt vor den Mund. Was großartig ist, wenn er noch den nächsten Kanal schon in der Pipeline hat, für den Fall, dass der hier weggemeldet wird. Ich würde meinen gerne noch ein bisschen behalten. Nicht so gut, Serial. Ich freue mich drauf, das aufzunehmen nächste Woche. Feel free, ja, nimm den nicht zurück. Im Zweifelsfall verlinke ich es dann einfach, das Video zu deinem Kanal. Ja. Ihr seht schon, ich plapper schon wieder irgendwie zu viel umeinander. Es liegt daran, ich will nicht auf Play drücken. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist jetzt 6 Minuten, die mich fürchterlich matt machen. Dann ist das Antrag schon wieder im Arsch. Nichtsdestoweniger. Hilft ja nichts, machen wir es über ein Pflaster abreißen. Schnell und durch damit. Und damit würde ich sagen, immer einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du hast Metal-Verbot. Man muss ein bisschen Abwechslung reinbringen, oder? Ja, heute möchte ich mit euch mal über ein paar Themen sprechen, die sehr wichtig sind. Großartig. Ich bin gespannt, wie der Bund von deiner Jogginghose. Und die mit Sicherheit der ein oder andere auch sehnsüchtig erwartet hat. Sehr, sehr sehnsüchtig. Also ich muss sagen, ich bin da gehockt jetzt die letzten Tage, wo nichts kämmer ist. Ich bin da gehockt und habe mir gedacht, weil was mache ich bloß, wenn der Rainer keine Videos mehr hochlädt? Dann ist mein Leben vorbei. Dann müssen sie mir eiweißen lassen.
Das ist mein kompletter Lebensinhalt. Ich wäre so froh gewesen. Ganz ehrlich, ich wäre so froh gewesen, wenn der weg gewesen wäre. Mir macht es hier Spaß. Die Community ist super. Ihr seid großartig. Aber sind wir doch ganz ehrlich. Ende vom Game ist eigentlich das ultimative Ziel, oder? Die Löschung, wenn eingeleitet ist. Die Knaststaffel, wenn eingeleitet ist. Die Dinge sind es, die wir wollen. Ich finde was anderes zum tun. Ich habe genügend Freunde, Hobbys, Arbeit. Ich finde was anderes zu tun. Und wenn ihr Bock auf Rainer habt, wir haben 10 Jahre lang Met. Es gibt jede Menge Classics. Ich habe von euch eine Liste bekommen mit Wünschen, die ist noch lange nicht abgearbeitet. Also, ja. Und ich kann im Übrigen im Internet auch über andere Sachen schwadronieren. Auch gar kein Problem. Ich rede sehr gerne und höre mich auch selber gerne reden, sonst würde ich die Scheiße hier nicht machen. Ich nehme heute mit einem neuen Videoprogramm auf. Also Video seht ihr ja nur ein Bild, aber ich weiß nicht, wie die Audioqualität ist. Ich bin gerade mit meinem... Rainer, das kann ich dir erzählen, die Audioqualität ist mal wieder unter aller Arsch. Das hört sich so an, wie wenn du das Mikro in der Hosentasche hättest. So hört sich das gerade an. Wie so ein Hosentaschenanruf. Hast du mal einen Hosentaschenanruf gekriegt? Ja. Mikrofon am Aufnehmen, ganz normal. Über mein Aufnahmeprogramm AdSense, wie auch immer. AdSense, Quatsch. Über mein ganz normales Go XLR. Auch über mein großes Mikro. Aber ich muss mal ein bisschen gucken. Warum flüstert er? Kann man das... Ist er jetzt schon so paranoid, dass er jetzt da in dieser neuen Bruchbude, in dieser Zweitschanze da, dass er jetzt da flüstern muss? Vor Angst. Rainer, wenn es soweit ist, dann hier, Hotel Viereck, Camp Knacki, wie sie nicht alle heißen, die schönen Euphemismen. Da hast du Ruhe, zumindest vor die Haters. So, zunächst mal sehr, sehr wichtig ist, was genau ist jetzt eigentlich los? Ja, was ist passiert? Die Frage, nee, komm. So dreist bin ich dann doch nicht. Grüße geht raus, liebe Otti. Viele fragen sich im Moment, was los ist und keiner weiß irgendwas genau ist und trotzdem will irgendwie jeder alles wissen und ach, ich weiß auch nicht. Wichtig ist erst einmal, ich bin nach wie vor da. Es gibt, glaube ich, Gerüchte oder es gab Gerüchte, dass ich gesperrt worden bin auf YouTube. Nee, es gab keine Gerüchte, dass du gesperrt worden bist auf YouTube. Man hat ja deinen Kanal immer noch gesehen. Es gab die Gerüchte, die ja wohl auch wahr sind, beziehungsweise waren, dass man dir dein Klump weggenommen hat und du deswegen nicht auf YouTube zugreifen konntest. Und das war der Fall. Und ähnliches. Mein Ähnliches, genau. Nebenprojekt hat sich eine Schramme geholt. Hat sich jetzt auch erledigt. Sein Nebenprojekt hat sich eine Schramme geholt. Hat er das gerade echt gesagt? Oder ich mache ihn mal lauter bei mir. Mal lauter! Hat sich eine Schramme geholt. Okay. Und ähnliches. Mein Nebenprojekt hat sich eine Schramme geholt. Das hat er gesagt. Sein Nebenprojekt hat sich eine Schramme geholt. Das ist Interpretationsspielraum. Ich glaube, dass er über sein Pimmelprojekt redet da. Seinen unsäglichen Blog. Und diese Schramme, von der er da spricht, ist Löschung bzw. Unsichtbarmachung im komplett deutschen Raum. Das ist die Schramme. Die zweite Schramme, Rainer, ist im Übrigen das, wie ich es im Übrigen vorhergesagt habe, was aber, sagen wir mal, nicht die große Kunst war. Ja, das war gut vorhersehbar. Jeder einzelne von seinen Autoren auf diesem, ihr habt es jetzt nicht gesehen, warum mache ich eigentlich diese Anführungszeichen mit den Fingern, wenn man sie nicht sieht. Naja, jeder einzelne dieser Autoren ein Hater war. Quelle Surprise. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es sind so viele Gefühle, die dann mir auf. Zum einen, einer von den Hatern war Demon, wo ich mir denke, so wie hageldumm kann Rainer eigentlich sein? Der war ja jetzt wirklich in so vielen von seinen Discords und Teamspeaks und Glump und immer mit Voice und es ist spätestens nach dem zweiten Mal erkenne ich das doch und sage, hey, Kollege, fool me once. Ja. Nee, wir kommen immer wieder rein, gibt immer wieder Leaks. Ich meine, auf der einen Seite ist ja gut, gibt für uns Matt, aber auf der anderen Seite, in dem speziellen Fall, fand ich es grenzwertig. Weil, also ich fand den einen gut, der dann geschrieben hat, hey, Leute, ich wollte hier eigentlich mich als Autor ausgeben und Matt farmen und aber das ist mit too much. Da mache ich nicht mit. Da geht Ehre raus. Der Rest von den Leuten ist moralisch meiner Meinung nach grenzwertig, weil wie gesagt, was Rainer da gemacht hat, ist nicht okay. Und ihn dann da noch zu bestätigen, nur damit man noch ein paar Tage lang da irgendwelche Leaks rausziehen kann. Weiß ich nicht. Muss jeder für sich selber wissen. Wie gesagt, auf der einen Seite haben wir davon profitiert, ich auch. Das heißt profitiert, ich kriege ja keine Kohle für die Scheiße, aber ich habe mitbekommen, dass ich gerne euch weitergeben habe können. Wie gesagt, ja. Schwierig. Hat sich jetzt auch erledigt. Wenn ich in das Projekt P nochmal einsteige, in welcher Form auch immer, dann muss ich das anders machen. So funktioniert das nicht. Schön, dass du das erkannt hast, Rainer. In das Projekt P. Jetzt ist es jedenfalls so, dass ich in mehrfacher Hinsicht einige Probleme hatte. Rainer, das freut mich zu hören. Es freut mich aus tiefstem Herzen zu hören. Wenn du Probleme hast, dann weiß ich, dass irgendwas richtig läuft in der Welt. Wichtig ist jetzt nur, ich bin wieder da. Die Livestreams geht es dann nach wie vor weiter. Ich habe mir jetzt auch ein paar verschiedene Überlegungen gemacht, was wir machen können, wie wir weitermachen können, was wir spielen können, was wir machen können und aufnehmen. Das zeige ich euch, erkläre ich euch dann die nächsten Wochen. Wir werden auch wieder öfter Laberstreams machen. Hier wird wieder angekündigt, dass das auch raust. Aber ja, natürlich wirst du wieder mehr Laberstreams machen, weil das ist, was dir die Kohlen bringt. Ganz ehrlich, das ist halt von den Leuten, die meinen, dass es das wert wäre, ein paar Mark 50 da zu lassen, um einen Trollkommentar in deinem Stream rauszumeddeln, der in kürzester Zeit gelöscht wird. Leute, macht es nicht. Macht es nicht, das ist es nicht wert. Ihr habt es dann kurz da mal so, hoho, ich habe beim Drachen einen blöden Spruch nahe und der hat ihn gelesen. Sag ich auch schon Drache, Leute, lobotomisiert mich bitte. Das, hier, beim Ding, Wongel, einen blöden Spruch nahe geschrieben und der hat ihn gelesen und hat mir bloß 2 Euro gekostet. Diese 2 Euro gehen an ihn. Die sorgen dafür, dass er weitermacht mit der Scheiße. Und das ist das, was wir nicht wollen. Lasst es bleiben. Der Woche nicht. Oder die letzten 10 Tage ging es jetzt nicht. Weil ich da, wie gesagt, einige Probleme hatte. Ja, Rainer, geh halt mal ein auf die eigentlichen Probleme. Ich meine, wir wissen es zwar alle, was es war, aber sag's doch mal aus deiner Warte. Ah, da ist der Mund klein. Sag doch mal aus deiner Seite, was passiert ist. Sag doch, was passiert ist. Und versuche mal ehrlich zu sein. Hier, stell dir mal vor, du würdest dieses Video tatsächlich für deine Community machen. Die wollen ja auch wissen, also die würden wissen wollen, wenn sie existieren würde, dass du, was los war, warum du jetzt so lange nicht online warst. Nimm einfach mal in deinem grotesk kreisligen Schwellschädel, dass du tatsächlich sowas wie Fans hast, die nicht in irgendwelchen Hater Telegram-Gruppen oder sonst irgendwo drin sind, die das nicht mitbekommen haben, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Und die sich gewundert haben, ey, hier der Dulli, der macht nichts mehr.
Was ist da los? Stell dir mal vor, solche Leute gibt es und dann mach ein Video, in dem du das praktisch denen erklärst, was passiert ist. War das der Sach? Ja, es ist erstmal nicht so weiter wichtig. Auf jeden Fall soll es ganz normal weitergehen. Und ja, ab morgen, wartet mal kurz, heute ist Samstag, korrekt? Heute ist Sonntag sogar schon. Also im Laufe des Sonntags oder am Montag, vermutlich am Montag, weil das wieder einfacher für mich zeittechnisch zu handeln ist. Ja, ankündigen, relativieren, rendern, hochladen, Arsch lecken, kommt zu Potte. Würde ich Montag, Mittwoch und vielleicht Freitag. Achso, Montag ist ja wieder Livestream. Rainer, das Problem, dieses Geräusch, was er da macht. Das Problem ist selbst gemacht gerade. Ach ja, da ist ja ein Livestream. Rainer, das ist dein Kanal, mach halt, was du willst. Also, Timetable-mäßig. Mach nicht, was du willst, Rainer. Versteh mich bitte nicht falsch. Du kannst dir die Zeit einteilen, wie du lustig bist. Du kannst dir entscheiden, ob du Livestream machst oder Videos oder Gaming-Streams. Es ist alles gleich scheiße. Mach nicht, was du willst. Ich würde das nochmal betont haben, bevor da Missverständnisse aufkommen. Ich wollte sagen, richte dir deine Zeitplanung so ein, wie du willst. Ich würde empfehlen, Montag Löschung einleiten, Mittwoch ins Camp Knacki ziehen und Freitag die Schnauze halten. Das wäre richtig geil. Ich glaube, damit könntest du Erfolg haben. Montag, Mittwoch und Freitag sind ja meine Livestream-Tage. Also dann überlege ich mir, ob am Montag zusätzlich ein Video kommt oder ob ich es im Laufe des heutigen Tages noch mache. Ja, es wird beides nicht passieren, Rainer. Es wird beides nicht passieren. Im Laufe des heutigen Tages, also wenn du das in der Nacht irgendwie aufgenommen hast, wo es dann schon Sonntag war, wirst du schlafen. Und morgen hast du ja wirklich, wie gesagt, einen komischen Livestream. Ja? Wenn du am Streamen bist, dann wirst du denken, oh, das ist jetzt ja eine Stunde lang streamen und Leute beleidigen. Das ist harte Arbeit jetzt, klar. Und da habe ich dann genug gemacht. Da mache ich nicht nur ein Video. Wäre Schwachsinn. Ich würde für euch einen weiteren Podcast aufnehmen. Das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es weiterkam oder weiterging. Der letzte Podcast, den ich hochgeladen habe. Lass mich mal kurz einen Moment spicken. Das war Nummer 9, war das mit Rudi? Der letzte Podcast war die Folge 9, das war vor 2 Wochen. Eigentlich sollte jede Woche was kommen, jetzt ist die letzte Woche ausgefallen. Such dann nochmal ein richtig emotionales Thema für dich raus, damit du im Hintergrund irgendein Dulli-Spiel datteln kannst. Was dann beweist, wie fürchterlich das alles mitnimmt. Genau, und da muss ich entsprechend dann mal schauen. Das letzte Mal war der Tod meines Vaters. Muss man mal schauen, wissen wir nicht, wenn der Hunde geschissen hat. Genau. Wir kommen jetzt ja in die Kategorie dann langsam aber sicher, dass wir das Leben kurz vor YouTube in Angriff nehmen. Ja, und dann ist eigentlich auch alles Interessante gesagt oder beziehungsweise gelogen. Weil ab da haben wir ja dann die Videos zum Einziehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde mich sehr freuen, wenn ihr nach wie vor dabei seid. Ich habe gesehen, es sind einige neue Abonnenten dabei und einige neue Mitglieder. Da seid ihr komplett kernbehindert. Was ist denn da los? Wie kann... Neue Mitglieder, oder? Der war jetzt, 8, 9 Tage nicht da. Und kommt zurück und hat neue Zahldullis. Sag mal, was ist denn los in dem Land? Jetzt mal ganz ehrlich, lieber Gott, lass Hirn regnen. Ja, und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns im kommenden, was wollte ich gerade sagen, im kommenden Jahr
Ding ist das Wort, nach dem du suchst. Ja, wenn wir uns in den kommenden Wochen wieder öfters sehen würden. Würde mich sehr freuen. Gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Das ist nur ein ganz kurzer Info-Blog, kurzes Infovideo, wie auch immer. Ich werde auf meinem Hauptkanal, also auf meinem Hauptblog, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja 2 Arten von Blogs. Ich habe meinen Hauptblog und meine Nebenblogs. Und einer meiner Hauptblogs ist der Account oder der Blog Rainer Winkler. Da steht auch das Impressum drinnen. Deine Blogs, die interessieren keine alte Sau, Rainer. Aber überhaupt nicht. Was ihr auf meinem YouTube-Kanal immer seht. Und ich werde wohl da wieder öfter dann Posts machen. Weil, ja, weil es offensichtlich 1999 ist und Blogs sind der heiße Scheiß. ja, wir werden es sehen. Da werde ich dann ganz normal schreiben. Wie oft ich da poste, weiß ich nicht, aber ich möchte da auch versuchen, wöchentlich Posts zu machen. Vielleicht schreibe ich da auch ein bisschen nochmal meine Lebensgeschichte etwas detaillierter, als ich sie im Blog mache. Weil die Blogs sollen ja auch immer nicht allzu lange Videos werden. Und das ist dann letzten Endes leider dann doch Ist in die Podcasts, nicht die Blogs, du kommst schon wieder durcheinander mit deiner scheiß Lügerei. immer ein bisschen schwierig. Wenn man sich dann doch eine gewisse Zeitvorlage halten will. Und ich hatte sowieso schon längere Zeit vor, eine Art Audiobiografie zu schreiben. Wenn es eine Audiobiografie ist, dann schreibst du sie nicht, Rainer. Weil wir alle wissen, dass du keine Skripte schreibst. Und es ist halt dann, wo ist denn dann der Unterschied zwischen einer Audiobiografie und deinen Dulli-Podcasts, in denen ja auch nur eine Audiospur und ein uraltes Foto mit einem kreisligen Hintergrund von dir drin ist? Es ist doch bereits eine Audiobiografie. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, bitte gern geschehen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Drache und tschö. Tschö, du mir am Arsch, ganz ehrlich. Ja, Leute. Ist wieder da. Genauso wie ein gewisser Herr in einem Bestseller von vor, was war das, 12 Jahren? Der ist einfach nicht aus dem Internet raus zum Operieren. Das ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Aber ich hab's euch noch gesagt, ich sag sowas immer ungern. Eigentlich sage ich sowas schon sehr gerne. Ich habe es euch noch gesagt, nur gestern. Vielleicht freut es euch nicht zu früh. Rainer mit Winklerglück und den übermenschlichen Kräften, die er entwickelt, wenn er Angst um seinen YouTube-Kanal hat, der kommt wieder. Und da ist er wieder. Ich habe keine Ahnung, warum er flüstert. Ich habe keine Ahnung, warum die Tonqualität so scheiße ist. Aber na, wir harren der Dinge, die da kommen. Es wird jetzt dann demnächst bald wieder Besuchervideos geben. Dann wird er wieder am Brüllheulen sein und ausrasten. Wie gesagt, Leute, macht nichts, was irgendwie auf euch zurückfallen kann. Macht's nichts Illegales. Und ich weiß, euch brennt's unter die Nägel. Jeder von euch wird am liebsten dahin fahren und den an seine Hammelbeine rausziehen aus der Bruchbude, aber Rainer wird sich früher oder später selber besiegen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn Leute aufhören, ihm ihr Barne ins Gesicht zu schmeißen, dann wird das eher früher als später passieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Genießt den restlichen Sonntag noch. Tut nicht, was Rainer tut. Und mit Love.